Kunst ist Emotion und ohne Emotion gibt es keine Kunst. Meine Kunst steht dafür, dass wir Frauen stark sind. Heute treffen wir Jenny in ihrem Atelier. Sie ist Künstlerin und erzählt uns, wie sie dank einer Zufallsbegegnung ihre Kunst an der New York Fashion Week ausstellen kann. Ich bin Jenny und ich bin aufgewachsen in Deutschland mit meiner Familie. Ich bin auf eine künstlerische Schule gegangen, weil meine Eltern gemerkt haben, dass ich wirklich ein Talent in diese Richtung habe. Und diese Schule war spezialisiert auf Musik und auf Malerei. Außerdem sind meine Eltern Zeugen Jehovas bis heute. Und wir als Kinder sind auch so aufgewachsen mit diesen Werten und auch in dieser Religion. Kunst bleibt für Jenny lange ein Hobby. Nach der Schule lernt sie einen Beruf und kommt der Liebe wegen in die Schweiz. Als ich dann hier in die Schweiz kam, habe ich eine russische Künstlerin kennengelernt. Sie hat mich dann ziemlich lange eigentlich gecoacht und mich dann auch angespornt, mehr mit der Kunst zu machen. Und dann habe ich quasi im Nachgang oder berufsbegleitend dann eigentlich das Kunststudium auf akademischer Basis an verschiedenen Orten in Europa dann nachgeholt. Mit der Zeit wird Kunst für Jenny immer wichtiger. Gleichzeitig setzt sie sich auch immer stärker mit ihrer Religion auseinander. Lange Zeit war der Umgang damit eigentlich kein großes Problem, weil ich natürlich nichts anderes kannte und es völlig natürlich für mich auch war, in dieser Religion zu sein. Es war halt der Ort, wo ich meine Liebe gefunden habe, meine Familie hatte, meine Freunde und alles und natürlich selber auch natürlich mit den Werten einig gegangen bin. Aber je mehr ich eigentlich zur Künstlerin wurde, und es eigentlich nicht nur mehr ein Hobby war, je mehr habe ich halt gemerkt, dass halt doch diese Restriktion oder dieser Filter, der halt doch oft aufgesetzt wurde, dann doch zum Hindernis wurde. Und als der wegfiel, war es natürlich unbeschreiblich. Ich habe absolut keinen Groll in mir gegenüber der Art, wie ich aufgewachsen bin oder auch gegenüber dieser Religion. Und ich weiß ja auch gar nicht, wenn ich das alles nicht erlebt hätte und wenn ich eine ganz andere Vergangenheit hätte, ob ich heute die Künstlerin wäre, die ich heute bin. Ich habe absolut ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und da bin ich mega froh, mega dankbar, auch zu meinem Bruder und das ist wunderschön und wir konnten auch innerhalb der Familie diese unterschiedlichen Lebensweisen quasi durch Liebe zudecken, sagen wir mal so. Im Moment ist mein Thema, dass ich vielfach die feminine Form male, das heißt, ich male vielfach Frauen oder Frauenkörper. Ich würde aber zusammenfassend sagen, dass ich feminine Bilder einfach male, weil es Themen eigentlich meines Lebens sind. Das, was ich erlebe, das, was mich bewegt. Meine Kunst steht dafür, dass wir Frauen stark sind. Ich kann von meiner Kunst leben, da bin ich sehr, sehr dankbar. Seit 2017 habe ich keinen anderen Job mehr. Aber man muss sagen, dass ich das Einkommen halt auf verschiedene Säulen aufgeteilt habe. Das heißt, zum einen bin ich auch Lehrerin in meinem eigenen Atelier hier in der Wieler Altstadt. Außerdem bin ich Autorin für einen Kreativbuchverlag in München, den Edition Michael Fischer Verlag, und habe dort ein Buch rausgebracht über Acrylmalerei. Und in wenigen Wochen steht ein ganz neues Projekt für Jenny vor den Türen. Sie wird künstlerische Mode an der New York Fashion Week präsentieren. Dazu gekommen ist es dank einer Zufallsbekanntschaft an einem Dinner in New York. Ich habe gesagt, ja, ich bin aus der Schweiz und ich besuche meinen Galeristen. Und er hat gefunden, ja, eben, er findet Kunst auch ganz toll, aber ganz besonders toll findet er Fashion. Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich habe Jeansjacken bemalt und habe ihm das eben gezeigt. Und dann war er so begeistert, dass er beiläufig meinte, das sollte man auf der New York Fashion Week zeigen. Und ich so, ja, voll. Und dann sagt er, ja, willst du das? Und ich so, ja, natürlich, wer möchte denn das nicht, gell? Und dann hat sich also herausgestellt, dass er halt ein wirklich New York bekannter Produzent für Fashion-Shows ist und dass er das tatsächlich möglich machen kann. Die Fashion Week ist jetzt schon mega bald. Die Fashion Week ist Mitte Februar. Am 15. Februar präsentiert Jenny ihre Kollektion, die mit dem Nachhaltigkeitsgedanken spielt. Und zwar zusammen mit anderen europäischen Designerinnen. Jenny hat ihr da oben zu eröffnen. Ja, ich bin nervös. Jedoch ist es halt so, dass jeder Künstler die Kunst eigentlich für sich macht. Und insofern, wenn meine Jeansjacken über den Laufsteg laufen, dann laufen da meine Emotionen und das wird gut so sein, wie es ist und da vertraue ich drauf. Naja, und wenn es den anderen auch gefällt, dann bin ich natürlich
over the moon.